Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, ich wollte jetzt nochmal Amor gegen Speckio kämpfen. Ups, der ist ja schon ordentlich mutiert. Wahrscheinlich, weil ich schon auf die 50er Grenze zukommen bin. Aber ich mag trotzdem nochmal gegen Kämpfer. Hey Spanky, aber eine seltsame Fang habt ihr da gemacht. Hey Schatte, kann vielleicht sogar mir noch was beibringen. Oh, hey, wollen wir ein bisschen üben. Ah jo, Gut, Allah, Mama Müll. gut, dann probieren wir das nochmal. Jetzt zieht aber ordentlich was ab. Ach, ich mag die Musik. Also körperlich kann ich dem anscheinend nichts aber. Ja, dann heilen wir uns nochmal. So. Okay, das hat ein bisschen was abgezwackt. Ach, ich mag das total. Das sieht noch ein fiese Feuerangriff aus. Chrono heils, das ist gut. Und er schlägt zurück, aber es bringt nichts. Das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir nochmal hier Antimaterie. Chrono, du kannst doch bestimmt Doppeltag mit Glenn machen, oder? Ah ne, der hat ja derzeit gerade nichts. Dann machen wir halt mal Äther voll. Und glänzen, Mann. Du kannst schon ein bisschen Wasser drauf pischeln. Ja, ein bisschen was mache ich noch. Das ist nicht verkehrt. Normalerweise, wenn ich jetzt nicht Let's Playe würde, das ist eigentlich der Clou an der Sache. Wenn ich jetzt nicht Let's Playe würde ich die ganze Lieder hier mitpfeife. Das ist so, sagen wir mal, schreckliche oder irgendwie Argwohnheit von mir, dass ich generell beim Spielen eigentlich sehr stark pfeife. Das kann ich bei Let's Plays nicht machen. Ich muss mich da immer so am Riemen reißen, dass ich nicht lospfeife. Weil das wäre von der Soundqualität absolut schrecklich, wenn ich jetzt lospfeife würde. Das wird nur noch schrill und ekelhaft klingen. Und das kann ich nicht bringen. Aber ansonsten, wenn ich privat zock und wenn ich so ein Lied habe, was ich jetzt ständig hier höre und was mir gefällt, wie jetzt zum Beispiel hier gerade Speckios Musik, da bin ich ununterbrochen am Mitpfeife und am Hier und Her wackler dabei. Und deswegen muss ich mich bei Let's Plays immer drauf beschränken, das so mit zu Pfeifer. Das ist nicht so gut. Glänzenmann ist beim Sensenmann, das gefällt mir nicht so gut. Vor lauter Gebabbel nicht mitkriegt, wie er verreckt ist. Chrono macht natürlich überhaupt keinen Schaden mehr, das gefällt mir auch gar nicht. So. Erstmal ein bisschen Antimaterie auf die Gosch gekloppt kriegt, auf die dicke Lippe. Und dann holen wir Glenn zurück. Aber ich bin, das könnt ihr halt natürlich jetzt nicht sehen, weil kein Facecam mit dabei ist. Aber ich bin hier die ganze Zeit am Hier und Her wippe bei der Musik. Ich muss generell sagen, was die Lieder angeht, bin ich von Chrono Trigger durchaus äußerst positiv überrascht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen hier. Es hat ein absolut geiles Soundtrack. Ach ja. Und ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich dann die ganze Zeit lospfeife wie so ein Trottel. So, Kraft 2, kann ich auch nicht machen. Ach, herrlich. Aber ich glaube, diesmal habe ich eine reelle Chance gegen Speckio. Schade, dass ich die Vorrichtform nicht mehr habe machen können, weil die Düsteromen war dann doch wesentlich länger, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, das könnte ich über der Düsterfestung sage ich, das könnte ich doch bei dem Gedöns noch machen, aber irgendwie war das dann doch länger als gedacht, die Düsteromen. Sehr schön. Dann nochmal ein bisschen gelöchelt. Bitte löcheln. Und, naja,
Also wirklich, jetzt wird das Loch, habe ich ihn jetzt nicht stanzen können. Da kann Chrono als nächstes Markus wieder ein bisschen Äther geben. Ist auch so wie der Mr. Burns, der ständig Äther braucht zum dran schnüffeln. Nee, also das war definitiv etwas, was mich bei Chrono Trigger sehr erfreut hat. Der Soundtrack ist große Klasse, der gefällt mir sehr gut. So, das sah gut aus. Chrono, ihr macht jetzt mal so einen urigen Wasserfall, wenn möglich. Und zusammen attackieren. In der Hoffnung, es würde funktionieren. Gucken wir mal. Einmal ein bisschen Wasser gepiffe und ja, das macht schade. Das ist gut. Du machst weiter den Quatsch. Steroidenfrosch. Jetzt passt der Name Speckio wenigstens zum. Sehr gut, mir ein Gewinner. Der ist schon vielleicht genervt. Warum? Macht das jetzt zur Gewohnheit für ich. Speckios Eleganzausrüstung. Magiepille, Hastpille und Kraftbrille. Brille, vor allem Pille, sowie 10-mal Elixier. Ich bin der Kriegsmeister. Manchmal habe ich mir selber Augensteuer. Ah, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, hier die Belohnung. So, dann können wir ein paar Pillchen noch verteilen. So, verdicht du Atomkraftprotz. Magiepille für unseren guten alten Magus. Damit unser Atomkraftprotz auch ein bisschen schnell ist, kriegt er das auch noch. Ach, das ist auch so geil, die Musik, die mag ich auch total gern. Haha, verloren. Verloren, ich troll dich noch ein bisschen. Verloren. So, genug getrollt. Dann können wir hier nochmal unser Lebenspunkte auffrischen. Und unser MP. Und ansonsten, ja, ansonsten war es das eigentlich. Deswegen, ja, gehen wir mal zum Tag des Lavos. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht nochmal gegen die Altblattlaus kämpfen muss. Das wäre schon etwas nervtötend, weil ich habe hier seinen Panzer geknackt, wie es aussieht. Und ekelhafterweise ist hier irgendwas drin in Lavos. Das war nicht nur die hässlich Blattlaus, gegen die ich gekämpft habe. Die Blattlaus war in einem Panzer drin. Ja, Können wir denn noch? Rono, gib uns ein Rad. Alla. Ich weiß jetzt nicht, muss ich nochmal gegen das Vieh kämpfen? Ich muss gerade mal gucken. Frech offen, Masamona. Endlich werde ich dich vernichten. Aber ja, ich war gerade sagen. Das Loch, waren wir das? Wir sind noch nicht fertig. Wir kriegen dich schon, Lavos. Okay. Das heißt, seit 1000 hängt hier dieser Cadaver rum. Herzlichen Glückwunsch. Aber Lavos ist noch nicht fertig mit uns. Das wissen wir schon. So, genau. Da sind wir nämlich geblieben. Das hat man schon schlimmer als Markus Schloss. Und das hatten wir auch schon, genau. Dann kann ich hier nochmal das Speicherer machen. Kann ich hier nochmal der letzte Kampf speichern. Und dann legen wir mal los. Gucken wir mal, was in Lavos drin hockt. Ochs. Hier sieht es aber schon ein bisschen steilschluchtig aus, aber naja, kein Wunder bei dem großen Igelpanzer. Ups. Was ist denn das jetzt? Sieht wie's Herz. Ah, der sieht ja aus wie Cell von Dragon Ball. Der ist so geil. Oh. Endlich, du hast deinen Meister gefunden, Lavos. Cyrus, das wird unsere glorreichste Schlacht. Aller Hopp, Lavos. Ah. Laserstrahlen öffnet Tor zur Hölle aus seiner Brustwarze. Anna. Also was anderes fällt mir da auch nicht mehr ein als Anna. Okay, dann vielleicht erstmal geleuchtet. Heftigster Angriff auf alle Gegner. So, mein Atomkraftprotz macht einen Atompilz und dann läuft die Geschichte. Unseren Magus, der macht hier sowas. Und du heilst uns mal alle Kleine. Gib ihm Janus. Ja, das sieht gut aus.
und gib uns Glenn. Ich weiß nicht, hätte ich damals schon gewusst, dass Frog einfach mit richtigem Namen Glenn heißt, hätte ich ihn, glaube ich, tatsächlich Glenn genannt hier im Spiel und nicht Frog. Und hätte ich es bei Markus gewusst, hätte ich ihn nach Janus genannt. So, du kannst noch mal ein bisschen Glitzer machen. Was Markus machen könnte, wäre noch eine magische Wand aufbauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Du machst, genau, Magiewand auf den. Der hält nämlich nicht so viel aus, was magische Sache angeht. Und dann kriegt Glenn noch eins und Markus hat eigentlich eine relativ gute magische Abwehr. Aber die Musik ist auch ziemlich cool, finde ich. Und Cell bzw. Lavos macht ja glücklicherweise auch 5 Angriffe hintereinander. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, du machst eine Magiewand auf Glenn. Glenn, du darfst uns noch mal alle Heiler. Dürfen wir aber eigentlich so gut wie durch sein, ne? Ja, Chrono vielleicht noch, genau. Okay. Ne, da hat man gemerkt, dass Glenn unser Heiler ist. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ach, was habe ich dich so gern? Und als drauf auf die hässliche Rieb. Okay, sein Arm ist schon mal abgefault. Arm heilt Körper. Ih, das gefällt mir aber nicht so gut. Mach das einmal bei dir. Und Glenn, attackieren wir den ekligen Arm. Chrono, du ach. Entfernt Verteidigungsstatus. Das heißt, die Magiewand ist fort, oder was? Ne, die ist noch da. War das ein Konter? Ja. Sehr schön. 2 Mal ein Crit hintereinander. Das gefällt mir auch gut. Dann ruhst du mal alle auf den Arm noch drauf. Weil den blöden Arm möchte ich hier weg haben, wenn möglich. Du heilst dich. Sehr schön. Jetzt ist er nur noch der hässliche Torso. Also ich denke, der sollte eigentlich kein Problem sein auf unserem derzeitigen Level um die 50. Hier steht noch ein schwarzer Nebel auf die Fraser geknallt. Hier noch ein Stich drauf. Oh, das ist nicht so gut. Ja, der scheint ein bisschen mehr auszuhalten hier, der Hansel. Hellenschlag. Wobei, der hat ja einfach so eklige Membran vor der Gosch, also so wirklich sprechen kann der jetzt auch nicht. Oh, Chrono ist verwirrt. Das könnte man gerade gar nicht. Hauen wir mal einfach so drauf. Ja, wir können schon was ausrichten. Also Magie und Text sind wohl eher nicht so gut. Merkwürdig, dass Chrono hat er irgendwie... Ach, wahrscheinlich hat er seinen Status da wegkriegt. Hau mal drauf. Und Glenn, du hast da irgendwas zum Heilen bestimmt, oder? Da hätten wir Maler wahrscheinlich gebraucht. Na gut. Ja, der Ochs mal halt einfach so drauf. Er kann sich ja glücklicherweise nie heilen. Es dürfte Chrono heilen, genau. Er wird geheilt und Chrono teilt noch einer aus. Das finde ich natürlich sehr geil. So. Dann halt nur noch physisch. Wenn der gute Mann hier gegen Todesschlagschatten. Wenn der gute Mann gegen Magie so relativ immun ist. Und gegen Text generell relativ immun ist. Scheiße, das hat ordentlich was reingerobbt. Markus, haut drauf. Glenn, sei doch mal so gut und heil doch mal ihn. Aber kommt mir hier zu Pass eigentlich. Da muss ich nicht großartig aufrahmen. Böser Duft, Lavos Attacke erhöht. Wäre mal lieber, wenn sie Verteidigung down wäre. So. Aber ich glaube, das war gut die Entscheidung, sich zuerst um die Arme zu kümmern. Moment, da steht irgendwas, was hier auch generell Statuseffekte heilt. So. Und alles wieder drauf, weil ich glaube, er war blind und hat deswegen dann richtig getroffen. Ja, Ewe trifft er wieder. Glenn, du bist unser stärkster Angreifer. Markus. Ja. Magier macht natürlich nicht allzu viel Nahkampfschade, das ist ja logisch.
Wellenschlag. Ah komm, den hässliche Torso, der hier mit Kabel-Argschlosser ist, dann kriegen wir jetzt auch noch platt. Okay, Chrono ist mal wieder total gaga. Dann machen wir Heilung auf den Spinner, bevor er sich die ganze Zeit ins Feuchte lacht. So. Weil auf Glänzangriff möchte ich ungern verzichten. Todesflurz. Schatten. Okay, dann geht's wieder auf der Washing. Oh, das ist gut. Argus, rufende Wetter. Und Glenn, heil dich mal selber. Sehr schön. Sollte eigentlich ein relativ routinierter Kampf hier sein, ohne große Überraschungen. Wenn er mal Statuseffekt verursacht, dann kann ich das ja mit Heilung wieder beilegen. Das sollte kein Thema sein. Ja, schade, macht er eigentlich auch kaum. Ich denke, da habe ich schon ein ordentliches, solides Level. Ist wie gesagt auch ein Punkt, was ich an dem Spiel sehr schätze, dass man nicht ewig und 3 Tage leveln muss offscreen, sondern einfach flüssig, wenn man alles macht, durch die Story gut durchrutscht. Das ist was mir hier generell sehr gut gefällt. So. Oh, der hat wieder gut reingeschlagen. Sehr gut. Ui. Ein Glenn-Crit ist natürlich richtig gut. So. Sehr schön. Lavos-Attacke wieder erhöht. Dann machen wir nochmal Heilung auf alle. Weil allzu viel fetzt da jetzt nicht unbedingt rein. Deswegen kann man so stetig nochmal für alle erhöhen. So. Die lästige Arme sind auch fort. Also den Quatsch haben wir zumindest jetzt auch nicht mit zu ertragen. Und... Oh, das war's schon. Das war's. Tatsächlich. Oh, du lässt halt in der Fahre. Und es tut halt weh, während er in der Fahre lässt. Der hat halt vorher einen Taco gegessen. Da ist noch was.